rechts, das ist Corey McDowell. Keine Verbesserung auf einen Bahnen. Schade, Corey McDowell wollte hier auch gerne in die 12er-Zeiten reinfahren. Das ist im Rahmen der Qualifikation verwehrt. Und jetzt aufgepasst, das ist eins der, wenn nicht gar das stärkste deutsche Auto, was auch ab und zu mal auf der Straße bewegen wird. Auf der linken Seite das Hubraum- und PS-Monster aus Celle vom Race Hands Race Team. Micha Vogt, 55er Chevrolet Bel Air. Die Leistung, die kann ich dann nur schätzen, die liegt irgendwo zwischen 1200 und 1600 PS je nach Ladedruck. Und die Zeit von 10,18 auf 260 Sachen. Mit einem 1,7 Tonnen Auto wohlgemerkt, die zeigt, zu was er alles in der Lage ist. Vielleicht bringt er jetzt sogar noch einen neuen zum Abschluss der Qualifikation.